Aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei der Lüt. Die Schweiz. Das ist das Land der Berge, der Seen, der Flüsse, der Wälder und der Täler. Die Schweiz, das ist das Land mit den unglaublichsten Landschaften auf kleinstem Raum. Und auch wenn wir das Gefühl haben, wir kennen schon alles, die Schweiz ist das Land der unbekannten und vergessenen Flecken. Heute bin ich im Zürich-Oberland unterwegs. Sag mal. Ich verliere mich in einer unterirdischen Kässchatzkammer. Ich übernachte in einem tibetischen Kloster. Entdecke ein Flugzeug, das man ohne einen Tropfen Benzin starten kann. Und ich tauche ein in wildeste Ecken vom Zürich-Oberland. Das ist SRF bei den Leuten. Wunderland. Wir sind hier im Naturschutzgebiet vom Greifensee. Grüezi miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zum Wunderland aus dem Zürich-Oberland. Eigentlich kennt man ja von Zürich vor allem die Bahnhofstrasse und den Flughafen und weiss, dass es hinten dran noch etwas anderes geben muss. Natürlich, das wollen wir Ihnen in dieser Sendung zeigen. Übrigens gehen wir auf den höchsten Punkt vom Kanton Zürich. Keine 4000, aber immerhin 1291 Meter ist er hoch. 1291,9 Meter, um ganz genau zu sein. An und für sich also ein Klacks. Gibt es nicht noch einen anderen Gipfel, der auf mich wartet? Bei der Schnäbelhorn Forstwarte erlebe ich, dass man auch hier oben muss schwindelfrei sein muss. Das dann am Schluss der Sendung. Zuerst zu der Übersicht. Das Zürcher Oberland liegt im Osten von Zürich. Das Schnäbelhorn ist nicht nur der höchste Punkt vom Kanton und mein Reiseziel. Quer über den Gipfel verläuft auch die Grenze zum Kanton St. Gallen. Am Höhenweg nach kommt man direkt ins Dockenburg. Unterhalb vom Schnäbelhorn entspringt Töss. Der Pfäffiker und der Greifensee sind die beiden grössten Gewässer der Region. Die Maschine hat knapp 120 Jahre auf dem Buckel. Und das Dampfschiff führt noch immer Passagiere von Ortschaft Mur aus über den Greifensee. Ich bin auf der Greif, am ältesten Dampfschiff der Schweiz. 3 Stunden lang hat Jürg Niefenegger am Morgen eingeheizt, damit die Greif auf Betriebstemperatur kommt. Nicht so ideal als Brillenträger, gell, Jürg? Läuft es dir immer an? Alles so, wie es sein muss? Alles bestens. Guter Druck. Jetzt muss ich die Kohle kontrollieren, ob wir noch genug Feuer haben. 6 Bar braucht es, damit die Kapitänin Anita Trottmann das Schiff steuern kann. Der Jürg hat es also im Griff. Hat es im Griff? Du, wer ist wichtiger auf dem Boot? Du oder der Jürg? Ja, ich glaube, wir können jetzt beide nicht ohne einander. Wir haben, das ist natürlich ein Frau-Mann-Schiff und es ist klar, dass es nur mit Kommando möglich ist, das Schiff zu führen.
Aber es ist schon etwas anderes, wie wenn man alleine am Gashebel ist. Und du hast das auch mit der Muttermilch ein bisschen eingesogen. Genau. Deine Mutter war Ja. eine Schifffahrtskapitänin, Pionierin. Genau, sie war eigentlich die erste Frau in der Schweiz, die so eine Schifffahrtsprobe gemacht hat. Ja, so. Wie hast du das erlebt als Kind? Ja, als Kind ist das damals, da habe ich noch nicht so viel Nostalgie oder sage ich, so viele Emotionen dabei gehabt. Da war es einfach ein Job, der wichtig war. Aber ich bin dann eben relativ schnell auch damit gross geworden und habe dann vor der Schulzeit eigentlich immer die Schifffahrt so als sage ich, intensives Hobby. Ich habe nebenzu 2 Ausbildungen gemacht und Familie und so ist das jetzt schon etwas, was mir bleibt. Willst du nicht einmal auf einem richtigen See Schiffli fahren? Ja, so sage ich, wir sind klein, aber fein. Ich würde dich gerne mal eine Steuer lassen. Also es ist eine relativ harte Handarbeit, ohne Servo, man muss also fest drücken. Da kann ich am Jörg rufen. Dort und dann hört er, ja. Ich will einfach, dass er weiss, dass ich jetzt am Steuer bin. Dann sagst du langsam. Jörg, das ist der Hartmann. Ich wäre jetzt am Steuer, gell? Ich bin am Steuer jetzt. Hartmann am Steuer. Super, geht ja gut. Eisberg voraus. Ja, wir lassen wir kommen. Jetzt würde ich ein bisschen mehr Steuerbord. Ja. Volle Kraft voraus, Jörg. Komm, jetzt gehen wir wieder ein bisschen gut sein. Ja, machen wir volle Kraft voraus. Maximal ist der Greifensee gerade mal 1,6 km breit. Ich bin darum schnell auf der anderen Seite. Mein nächstes Ziel ist Tüfels Chilen, ein mystischer Ort, wo locker in einen Herr der Ringe-Film würde passen. Exotisch ist auch mein Nachtlager bei einer Gruppe tibetischer Mönche zurückgekommen. Mit dem Dampfschiff bin ich zu Uster gelandet. Rund 33'000 Menschen leben da. Nach Zürich und Winterthur ist es die drittgrösste Stadt vom Kanton. Am Pfäffikersee vorbei geht es in Richtung Tösstal, wo auf einem Hügel die Kiburg thront. Fast 1000 Jahre alt. Mein Ziel ist aber die waldige Gegend im Hinterland der Burg. Spätestens jetzt ist Zürich weit weg. Die Gegend macht einen verlassenen Eindruck. Vielleicht liegt das ja am Namen von dem Naturspektakel, das sich da hinten versteckt. Tüfels Chilen heisst der moosige Fels. Ablagerungen vom kalkigen Wasser lassen ihn immer weiter wachsen. So ist oben drauf eine richtige Grotte entstanden. Das ist ein magischer Ort, fast nicht von dieser Welt. Und obwohl der Fels Teufel in seinem Namen trägt, hat der, glaube ich, seine Hände nicht im Spiel gehabt. Das ist das Resultat von einem Steinbruch, der bis im 19. Jahrhundert Tuff abgebaut wurde, den man gebraucht hat, zum Strassenbau und für Fabriken zu machen. Und wo die Arbeiter wieder gegangen waren, hat die Natur den Fels nach dies nach wieder zurückerobert. Und das ist das Resultat. Und heute sieht es so aus, als ob irgendwann am Ort gerade wieder ein Hobbit hinterführen kommt.
Auch wenn es im ersten Moment nicht so aussieht, wir sind immer noch im Zürcher Oberland. Und das ist der Pema bei seinem täglichen Fitnessprogramm. Wir sind in einem Waldstück zurückgekommen, wo vor gut 50 Jahren tibetische Mönche ein Zuhause gefunden haben. Das ist die Leg. Das ist die Leg. Ja, das ist die Leg. Das ist die Leg. Freut mich, ich bin Freut mich Nik. sehr, ja. Ich schenke Ihnen diese Glücksschleife. So. Das So. beginnt ja gut. Die soll mir Glück bringen. Es bringt Glück. Wenn man das erste Mal trifft, dann schenkt man diese Glücksschleife. Ich bin jetzt hier hochgekommen. Ja. Und dann habe ich all diese Gebetsfahnen gesehen. Ja. Und habe mir gedacht, gibt es Leute, die da durchwandern und denken, wer hat hier die Wäsche aufgehängt? Gibt es solche Leute, die nicht wissen, was es ist? Ich glaube, ja. Manche Leute sagen, was sind das? Ja, die sind so viele Tücher darauf gehängt. Und manche Leute denken sogar, wie Sie gesagt haben. Ja. Das ist genau so. Aber diejenigen, die kennen, die genießen, die denken, oh, schön. Ja. Der Wind trägt Gebet auf den Tüchern in die ganze Welt raus. So der Glaube der Tibeter. Der Pema kommt ursprünglich aus Indien. Seine Eltern sind vom Tibet dorthin geflüchtet und haben eines Tages einen weiteren folgeschweren Entscheid gefällt. Du warst 13 Jahre alt, als deine Eltern Ja. sich entschieden hatten, dass du ins Kloster gehen sollst. Magst du dich da erinnern? Ja, ja. Wie hast du reagiert? Das war ja, ein bisschen trauriger Moment. Gleichzeitig hatte ich Glück gehabt oder hatte ich Freude gehabt. Hast du da auch eine Verantwortung der Familie gegenüber dann gehabt? Also, das musste man einfach machen. Ja, das ist so. Ein Sohn muss nach Kloster gehen. Und ich war damals die Person, sollte gehen. Und ich hatte gefreut. Ich weiß von dir, dass du sehr viel meditierst. Du Ja. beginnst den Morgen mit der Meditation. Ja. Was ist Meditation? Eigentlich gar nichts, oder? Meditation ist Entspannen. Körper, Seele, gesamte. Ja? Sprache. An nichts alles. denken? Nichts denken, gar Geht nichts. das? Gar Ist das nichts schwierig? machen. Das ist schwierig, ja. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich nichts mache. Das ist so, ja. Bei uns ist immer das Problem. Ich meine, ja, heutzutage alle Leute müssen etwas machen, ja, müssen etwas machen und so. Das ist das Problem. Du bist seit 7 Jahren in der Schweiz. Bist du auch ein bisschen schweizerisch geworden? Ja, ich bin ein bisschen schweizerisch. Ich gerne Raclette, ich gerne die essen, was hier gibt. Ja, ein bisschen die stinkende Käse und was gibt's noch? Ja? Stinkende Käse, ja, zum und, Beispiel. Ja, Bündner Fleisch, Bündner Fleisch. Ja, zum oder Beispiel, was ja. gibt's? Die sind mehr lecker geworden. Die Kombination von Raclette und Tibet-Kloster ist dem Pfannenfabrikant Jacques Kuhn zu verdanken. Er hat in den 60er Jahren das Kloster gebaut, damit seine tibetischen Angestellten einen Ort bekommen haben, wo sie ihre Kultur pflegen können. Das ist meine Kerze. Das ist deine. So, da unten. Und jetzt kann ich mir etwas wünschen. Ja, du kannst etwas wünschen, so. Dann so. Ich weiß jetzt schon, dass meine Kinder, die das jetzt sehen im Fernsehen, mich jetzt fragen, was ich mir gewünscht habe. Und ich werde es ihnen auch jetzt nicht sagen. Beim Abendgebet mit den traditionellen Instrumenten bin ich heute der einzige Gast. Die Mönche haben regelmässig Besuch sonst. Ihre Hauptaufgabe ist es nämlich, den 5000 Tibeter in der Schweiz geistlich zur Seite zu stehen.
Auch der Dalai Lama hat schon 13 Mal im Kloster übernachtet. Für mich wird es das erste Mal sein und ich freue mich auf den speziellen Moment der Ruhe. Eine Wasserbüffelherde. Ein letzter Hauch asiatische Exotik. Nach meiner tibetischen Nacht. Ich habe übrigens göttlich geschlafen und bin aufgelegt für ein bisschen Smalltalk. Sanfte Hügel und saftige Wiesen. Manchmal hat man in dem Zürcher Oberland das Gefühl, man sei im Emmental. Und wie im Emmental auch, spielt die Käse- und Milchwirtschaft hier eine grosse Rolle. Und bei uns auch an dem zweiten Tag. Ich freue mich jetzt nämlich auf ein traditionelles Schweizer Morgen im Reich von einem Barfußkäser. Allzu viel sollte ich aber nicht probieren, damit ich später nicht im Bachtelspalt stecken bleibe. Auf der Scheidegg bei Wald zeigt mir eine Flugpionierin, wie leicht das Fliegen kann sein. Und an der Töss demonstriert mir ein junger Mann, dass man nicht bis auf Acapulco muss gehen, zum Klippenspringen. In einer sagenumwobenen Höhle wartet dann noch mein Schlafplatz. Das ist der Freddy Bieri, umgeben von seinen geliebten Schätzen. Käse ist für ihn mehr als einfach nur ein Lebensmittel. Aus hygienischen Gründen, he? Ja, genau, dass wir keine Erdkrümel in den Keller reintragen. Ja, und darum bist du barfuß. Ja, weil barfuß hat keine Erdkrümel an den Sohlen, oder? Kann nichts haften. Seit wann machst du Genau, seit 20 Jahren. Immer? Ja, immer Rückenweh gehabt, weißt du. Ja, so eine S-Wirbelsäule, die immer Hexenschuss hatte, Rückenweh. Und dann hat mir irgendwann ein Arzt gesagt, wenn ich barfuß laufe, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht. Und genau gleich lang läuft der Freddy Bieri auch geschäftlich erfolgreich auf seinem Weg. Boah, das schmeckt ja intensiv, du. Ja, schmeckt doch gut. Was ist das? Ammoniak? Boah. Der Freddy macht heute selber keinen Käse mehr. Er kauft Käse von Zürcher Oberländer Käser ab und lässt sie dann reifen. Genau, stellen wir ihn drauf. Für ihn ist es beim Käse wie beim Wein. Erst die richtige Pflege und Lagerung macht dann den Geschmack aus. Jetzt drehen wir ihn drehen. So. Wie viele Liter Milch stecken in so einem Käse? 1250 Kilo Milch stecken. 1250 Kilo Milch? 1250 Und Kilo der Käse Milch. ist etwa 100 Kilo schwer. Das sind keine 10%. Ja, sie kennen 10%. Das ist eigentlich schwachsinnig, oder? Das ist doch die beste Form von Milchkonservierung. Das ist ja der Ursprung des Käse. Es war ja Milch haltbar machen. Klar. Ganz grundsätzlich. Dass man das heute noch macht, heute, wo ja alles rationalisiert wird, alles industrialisiert wird, ist ja das, müssen wir ja das schon lange optimieren und sagen, pro Liter Milch gibt es ein Kilo sättigen Käse. Ja, das haben wir doch schon lange gemacht. Einen Haufen Frischkäse, Mozzarella. Da habe ich viel höhere Ausbeute, oder? Also. Die Bürste hier. He? Und dann haben wir hier Salzwasser drin. Ja, das ist gut. So, jetzt probieren wir es. Und jetzt tun wir das hier so bürsten, oder? Jetzt sehen wir da jetzt überall Schimmel drauf, oder? Und den Schimmel, den wollen wir jetzt wieder weg haben, oder? Und das müssen wir gut verreiben. Das heisst, wir machen so die Kreisbewegung. Komm. Genau. Bis überall alles schön gleich aussieht. He?
Und du machst das machst du einmal in der Woche? Einmal in der Woche machen wir das. Mit jedem Käse? Mit jedem einzelnen Käse, so genau. In seinen Keller lagern 16'000 Käse. Gut. Bei einer Temperatur von 15 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Willst du dort drauf? Ja. So. Jetzt weiss ich, warum das meistens ein guter Schwinger, ein guter Käser ist. Moment. Genau, so jetzt ist er drauf. So, lieg. Ja, nächst. Und dann verkaufst du alle. Ja, natürlich, klar. Man kann ja nur reichen, was wir verkaufen. Wow! Das schmeckt jetzt schon Ja, nach das meinem schmeckt Geschmack. gut hier. Ja. Da haben wir einen bestimmten Geschmack von all diesen naturgeschimmelten Käse, die du hier siehst. Oder? So sieht so ein Brie aus. Oder? Das ist ein Rohmilchbrie da von Kleinbärentschiel von Dominik Schmidt. So sieht er aus. Ja, wenn wir das so anschauen, dann denkst du vielleicht, das sieht nicht so appetitlich aus. Oder? Wie lange ist jetzt der so? Der hier, der ist jetzt 5 Monate alt, also halbjährig. Wenn ich einen Brie so kaufe und ihn ein paar Wochen im Kühlschrank lasse, dann wird er nicht so, dann wird er nur grusig. Ja, weil du hast ihn eingepackt, wenn du die Heime hast, oder? Und du hast nicht ein Kauerklima, eine Flora, wie wir es hier drin haben. Also, zum Käse reifen brauche ich natürlich das entsprechende Klima, die entsprechenden Bedingungen, oder? Und hier im Kauer kann ich den Käse eigentlich endlos reifen. Und wie schmeckt das? Ja, super. Also ich habe sehr gerne Rezente und reife Käse. Und wenn du jetzt da noch Geschwellte hast dazu, oder? Die so ein bisschen Süße haben, ist doch das etwas Geniales. Und dann tut es doch fast schade, wenn wir den Brie so essen, wie er der Tinger ist. Du hast das Gefühl, auch die nächste Generation macht immer noch Käse in dieser Region? Unbedingt, das muss ich. Sonst muss ich das gar nicht machen. Wenn ich es mache und das sowieso ein Sterbemodell ist, dann können wir eigentlich aufhören. Für das ist es viel zu streng. Und ich habe immer gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir hier in Zürich keinen Zürcher Käse essen können, oder? Und ja, das probiere ich seit 19 Jahren. Zu sagen, der Zürcher, es hat wir haben über 150 verschiedene Sorten. Was ich nicht gerne habe, und ich finde das ehrlich gesagt sehr schade, weil mir eine ganze Welt verborgen bleibt, das ist Geisskäse. Wenn du es schaffst, mir einen Geisskäse zu geben, den ich gerne habe, dann bist du nicht. Ja, also ich denke, das schaffen wir auch noch. Ich habe da vorne einen Schuppli. Das ist ein jähriger Geisskäse. Komm, das können wir jetzt probieren. Ja, es schmeckt halt immer nach Geiss. Und ich werde dann so daran erinnert, wie es früher geschmeckt hat im Tierpark Goldau. Das ist so... Sehe ich immer so die Geiss. Okay, ja, also gut, komm, probieren. Also ein guter Geisskäse muss einfach ein bisschen nach Geiss schmecken, aber es sollte nicht nach Geissbock schmecken, oder? Ja. Jetzt nimmt es mich doch Wunder, was du da zu dem Schuppli sagst, den wir hier haben. Ist eine Reife, he? Ja, ist eine Reife. In der Nase schmeckst du Geiss ganz stark, oder? Und jetzt ist das im Mund drin. Der beste Geisskäse, den ich je hatte. Ganz ehrlich. Der hat eben Aroma, Ja. oder? Und Das schmeckt ist nicht nur nur, nach Geiss. nicht nur der Geissengeschmack, sondern du hast ganz viel Käsearoma da drin. Viel mal. Das ist schon nicht möglich. Super. Ich habe gerne Geisskäse. Ich hätte es noch stundenlang im Reich vom Freddy ausgehalten. Aber auf der Scheidegg wartet eine Frau auf mich und Frauen sollte man bekanntlich nicht warten. Und im Zürcher Oberland fliegen sie sonst davon. Außerdem musste ich auf die Linie schauen, weil der Weg zu der Scheidegg wird eng. Ich bin vor einem Bachtelspalt.
Der Bachtelspalt. 1939 erst entstanden bei einem starken Unwetter. Es gibt Leute, die behaupten, es sei der Blitz, der hier eingeschlagen hat und den Spalt gemacht hat. Andere sagen, es sei wahrscheinlich eher das Hochwasser, das den Spalt rausgewaschen hat. Auf alle Fälle sagt die Legende, der sei nicht für ewig, sondern er gehe wieder zu. Hoffentlich nicht gerade jetzt, wenn ich da durch will. Durch den Spalt durch ein riesiges Panorama. Eine Aussicht bis in die Berner Alpen. Das ist die Scheidegg oberhalb von Wald. Und das ist das Mekka der Flugsportszene im Zürcher Oberland. Da oben habe ich mit einer Pilotin abgemacht. Sie baut mit ihrer Familie zusammen Flüger, die sogar beim Start keinen Motor brauchen. Nicht verschrecken. Hoi Nik, kommst du gerade richtig? Ich will fliegen, wie wir abgemacht haben. Also, du sagst mir, was ich helfen kann. Ich habe natürlich gemeint, der Flüger steche ich schon da, wenn ich komme. Den Genuss will ich auch mit dir aufbauen, dass du auch ein bisschen das Fieber reinkommst. Wie schwer ist das ganze Flug? Der ganze Flüger ist gleich schwer wie ich. 35 Kilo. Ja, übertreiben müssen wir es nicht gerade. Nein, der Flüger ist 60 Kilo schwer. Darf ich überall heben? So. Ja, einfach fein. Ja. Jetzt fahren wir ihn hier einfahren. Jetzt musst du ihn aufheben. Auf. Sehr gut. So, jetzt ist er drin. Es ist ein bisschen wie Lego. Einfach grösser und mit weniger Teil. 7 Stück sind es ganz genau. Noch ein bisschen rauf. Sehr schön. Was ist die Rekordzeit zum Zusammenbauen? 12 Minuten. In 12 Minuten hergefahren und 12 Minuten gebraucht und nachher in der Luft war. 12 Minuten zusammenbauen, dann checken und dann starten. Stimmt das, dass du schon als Mädchen immer geträumt hast, dass du am liebsten fliegen würdest? Das ist ja so. Ich bin als Mädchen ins Bett gegangen und gefunden, heute will ich wieder fliegen. Dann habe ich die Augen zugetan, gewartet, bis ich geschlafen habe, die Arme auseinander und dann konnte wegschweben. Was war das für ein Gefühl? Wunderschön. Ich glaube, das hat man tief in sich hinein, das Fliegen. Und wenn man als Kind schon die Träume hat, dann sollte man es irgendwann probieren. Aber der Mensch ist ja nicht gemacht zum Fliegen. Wir haben das Hirn dafür, dass wir es machen können, denke ich. Und gerade mit dem Archaeopteryx, da kann ich so langsam fliegen wie die Vögel. Wir können wirklich Auge in Auge können wir in der Thermik miteinander trüllen. Und wenn der Vogel mich Auge in Auge anschaut, habe ich nicht das Gefühl, dass ich fremd bin, dass das nicht dazugehört. Das ist lustig. Mich denkt, du hast fast so eine weibliche Seite vom Fliegen. Bei den Männern geht es, weißt, Technik, super, Hammer, ich bin Highspeed und so, Langstrecke. Und bei dir ist es mehr es ist die Leidenschaft. Naturverbundenheit, das Erlebnis mit den Tieren. Einfach allein können sein, auf dieser Welt, von oben herab schauen, alles andere vergessen, nur noch die Natur, das Fluggerät und ich. Wie ist denn das? Verliert man das denn nie, die Faszination? Oder kommt irgendwann mal auch der Moment, wo du sagst, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt? Nein, das kommt nie. Es ist eigentlich eher so wie eine ganz schöne Droge oder eine grosse Liebe, wo man hast du einfach Erfahrung nie damit, genug... in dem Fall? Ja. Oder kannst du vergleichen? Ja, das ist so. Mit den Drogen? Nein, mit der grossen Liebe. Also, komm, wir machen den Flüger fertig. Mit ihrem Mann und mit ihrem Schwiegervater zusammen stellt Cornelia Zwald die Flüger her. Pro Jahr schaffen sie 3 Modelle. Kostenpunkt ab 80'000 Franken. Die ultraleichten Carbonteile machen es möglich, dass man den Flüger mit einer Art Steinschleuder starten kann. Gut. Guten Flug! Ciao, Cornelia! Danke vielmals. Tschüss zusammen. Tschüss, hängt dich aus! Also, auf 3. 1, 2... Juhu!
Die tollkühnen Weiber in ihren fliegenden Kisten. Von der Scheidegg aus geht es für mich in Richtung Fischental. Und an der Töss treffe ich einen, der dieses Jahr in Sochi an den Olympischen Winterspielen hoch rauswählen. Jetzt habe ich mit einem ganz verrückten Zürcher Oberländer abgemacht. Mit dem Kai Mahler. Dort oben steht er. Noch nicht Gumpen! Noch nicht Gumpen! Ich muss dich zuerst schnell vorstellen. Die Show kommt nachher. Der Kai Mahler. Der ist für die Schweiz an den Olympischen Winterspielen in Sochi gestartet in der Disziplin Slopestyle. Das sind die Verrückten, die mit den Ski so Kunststücke machen über Schanzen, Gumpen und so weiter. Sie haben es sicher auch gesehen. Und der Kai hat gesagt, er will von dem Felsen oben runtergumpen in diesen Pool da. Ich komme rauf zu dir! Hey. Du bist ja wahnsinnig. Ciao, Kai. Wie hoch ist das? 11 Meter. Da kommst du jetzt runter? Ja, ich glaube schon. Kommst du auch mit, oder? Ja, sicher nicht. Wie alt bist du, als du das erste Mal da runtergekommen bist? So 7, 8 ungefähr. Ah, was? Ja, das... Mit den Eltern? Nein. Wir sind damals von der Body, die ist gerade unten abgehauen, wenn es voll war. Die Töffe dahinter gefahren und dann da ein bisschen gumpen. So hat das angefangen. Deine Eltern nie Angst gehabt um dich? Wir haben das nicht gewusst. Ich hätte das nicht dürfen. Und sonst, dass du so einen risikoreichen Weg gewählt hast? Oder siehst du das gar nicht so als risikoreich? Doch schon, aber ich meine, meine Mutter hat am Anfang schon immer Angst gehabt, aber sie hat mich eigentlich immer voll unterstützt. Und ich meine, du kannst dir genauso etwas passieren beim Autofahren oder beim Velo auf der Straße. Normalerweise bist du im Schnee unterwegs und machst die grössten Kunststückchen, so Slopestyle nennt sich das, Genau, gell? ja. Was zeigst du mir da für einen Sprung? Ich glaube einfach ein normaler Misty 5. So Misty 5? Es ist wie sozusagen ein Führersalto mit einer halben Schraube. Nein. Doch. Ich habe jetzt wirklich gemeint, du kommst jetzt einfach gerade runter. Das ist ja langweilig. Gut. Also, komm. Mach dich parat. Gut. Eins, zwei, drei. Yeah! Alles gut, Kai? Ja, dieser Sprung ist besser geglückt als der in Sochi, wo der Kai die Medaille bei einem Sturz in Schnee gesetzt hat. War es eigentlich kalt? Sehr kalt. Ja. Schon lange nicht mehr so kalt. Hast du die Niederlage von Sochi verdaut? Ja, es ist recht schnell gegangen. Und kannst halt nichts daran ändern. Und dann schaust du halt schnell wieder für uns aufs nächste Ziel. Wie kannst du das begründen, wenn man das doch professionell macht wie du, dass es einfach nicht klappt, dass die Erwartungen so hoch sind, dass man sagt, da holt einer dann im besten Fall Gold, aber sicher eine Medaille. Und Ja. dann geht alles in die Hose. Ja, das ist halt unser Sport. Kommt halt recht auf die Konditionen drauf an, wie es ist zum Fahren. Der hat das mehr gerne, der das. Und ja, ich habe halt einen kleinen Fehler gemacht. Es war halt wirklich nur munzig, aber das hat schon gelangt, das eben nicht lange. Du bist 18, du bist eigentlich blutjung. Wie hast du dein Leben geplant? Das weiss ich noch nicht. So lange wie möglich sicher fahren können. Und dann nachher weiter in dieser Szene bleiben, Trainer, Filmer, was auch immer. Und bleibst du da im Zürcher Oberland? Ja, ich bin ein bisschen ruhig, nicht so Stadtmensch. Darum sicher da in der Umgebung.
Das ist ein irrsinnig schöner Ort. He? Ja. Kennst du den Mondmilchgubbel? Ja, vom Gehören, aber dort bin ich auch noch nie. Das ist jetzt mein kleines Abenteuer diese Nacht. Das Wasser ist vielleicht kalt, aber das mit der Luft, das geht. Und dort kannst du in der Höhle übernachten. Ja. Das mache ich. So. Aber jetzt essen wir zuerst mal anständig. Was ich da noch nicht weiss, auch ich komme mit dem kalten Wasser später in dieser Sendung noch in Berührung. Das hier vorne ist der Mondmilchgubbel, eine sagenumwobene Höhle. Und wie viele andere Höhlen auch im Zürcher Oberland ist sie von Urflüssen geformt worden, die die lehmigen Schichten aus der harten Nagelfluh herausgespült haben. Ich bin Mausbein allein. Obwohl, man erzählt sich da oben die Sage, dass im Mondmilchgubbel ein Goldschatz versteckt ist, bewacht von einer wunderschönen Frau in einem weißen Kleid. Die einzige Möglichkeit, sie zu treffen, sei um Mitternacht. Dann sei es möglich, dass eine verborgene Tür aufgeht. Und wenn man sich dann nicht von ihrer Schönheit blenden lässt, käme man mit Gold zurück aus der Höhle. Jetzt hoffe ich fast ein bisschen, dass die weiße Frau kommt in der Nacht. Vielleicht hätte die sogar ein Küsschen dabei, das habe ich nämlich vergessen. Bequem ist es auf alle Fälle. Gute Nacht. Scheinbar haben kurz vor mir andere Leute schon in dieser Höhle übernachtet und wir konnten ihr Stroh brauchen. Es ist übrigens keine weisse Frau gekommen. Und ich habe ohne Küsse tipptopp gefuset. Es wartet das letzte Abenteuer auf mich von dieser Reise durchs Zürcher Oberland. Vom Mondmilchgubbel geht es auf den höchsten Punkt vom Kanton und noch etwas darüber raus. Am Schnäbelhorn besteige ich mit den Staatsförstern einen speziellen Gipfel. Nehmen wir den letzten Tag in Angriff. Und spätestens jetzt weiss ich, der Kai hat es nicht übertrieben. Etwa 5 Grad kalt ist das Wasser da. Wir sollen aber bald wieder warm werden bei den Forstwarttruppen im Staatswald Tössstock. Einem Wald so gross wie 1000 Fußballfelder. Wer das arbeitet, muss berggängig sein. Die Hänge sind steil und darum holzen die Forstwarte praktisch immer mit einer mobilen Seilbahn. Die trägt 3 Tonnen. Und bei meiner Ankunft wird gerade ein Baum gefällt. Wieso nehmen wir den? Wieso ist der markiert? Also er hat das Alter, ist hiebsreif und er konkurrenziert 2 Bergahorn, die mehr Licht bekommen, wenn wir den wegnehmen. Und gibt Bauholz. Gibt Bauholz, jawohl, das ist richtig. Geschätzte 120 Jahre Lebenserfahrung müssen darum neuem Leben weichen. Der zweite Lehrjahrsstifter David Bächli macht sich an die Arbeit. Für die ganze Arbeit braucht er gerade mal eine Viertelstunde. Dem sagt der Forstwart das Förstergebet und soll den Baum auf die richtige Richtung bringen. Da gehen 120 Lebensjahre. Ja, genau.
Genau. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist der Chefförster, der Viktor Erzinger. Er ist seit fast 20 Jahren Herr über den Wald am Fuß vom Schnäbelhorn. 124 Jahre. Das ist ein Schutzwald, den ihr macht, im Auftrag vom Kanton Zürich. Das ist ein Staatswald. Vor was soll der schützen? Also der Staatswald ist eigentlich entstanden, weil es zu dieser Zeit um die Jahrhundertwende 1880 sehr starke Überschwemmungen hatte, das ganze Töstal. Man hat die neue Tösselbahn ist an verschiedenen Orten weggespült worden. Und man hat gemerkt, dass die Ursache da hinten, die Entwaldung, die da hinten stattgefunden hat, in dieser Zeit, die privaten Leute da hinten, die Privatbesitzer haben Holz gebraucht, haben den übernutzt. Wahrscheinlich wegen der Industrialisierung? Ja, natürlich, ganz genau. Die Fabriken. Ganz genau, das ist so. Und hat gemerkt, dass die Ursache da hinten liegt. Das Wasser, wenn es da hinten gewittert hat, ist sehr schnell abgeflossen und hat uns blitzartig überschwemmt. Und so riesige Schäden verursacht. Der Kanton hat das alles zusammengekauft und hat wieder aufgeforstet. Und heute hat die Winterthur kein Hochwasser mehr wegen dem Wald dahin. Richtig, ganz genau. An einem 30 Meter hohen Baum soll eine neue Seilbahn installiert werden, um das gefällte Holz abtransportieren. Und meine Hilfe wird gebraucht. Ja, der geht schon ganz gut. Mit Hilfe von Steigeisen und einem Sicherungsseil klettere ich darauf. Ich würde sagen, knapp die Hälfte hast du. Viel weiter gehe ich da nicht mehr rauf. Bin ich etwa 10 Meter am Boden? 7? 10 Meter. Also da vorne durch, oder? So, vorne durch. So, da ist kein Eis mehr. Gut. Die anziehen hier. Und schon gut ist. Gut. Tipptopp. Arbeit erledigt. Ja. Ah, schau da. Da siehst du schon das Schnäbelhorn. Dort rauf gehe ich jetzt noch. Das Spannen der Seilbahn überlasse ich den Profis. Ich habe noch etwas anderes vor. Das ist der höchste Punkt vom Kanton Zürich, das Schnäbelhorn. Und im Vergleich zum Hochleistungssport von vorher bei der Forstwarte ist das da jetzt eher ein besseres Auslaufen. Gipfelglück auf fast 1300 Meter über Meer. Das ist der höchste Punkt vom Kanton Zürich. Im Zürcher Oberland. Ja, nicht nur Zürcher Oberland, sondern Zürcher Oberwunderland. Der Blick vom Bodensee bis in die Berner Alpen hinein. Das ist herrlich. Ich hoffe, Sie sind nächste Woche, nächsten Freitag auch wieder mit uns unterwegs im nächsten Wunderland. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Nächste Woche entdeckt Nik das Galankatal, eine explosive Angelegenheit im Steinbruch. Und da geht's jetzt weiter mit Doc, wildes Brasilien. Sie sahen SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Migros-Label für regionale Produkte. SRF bei den Leuten.